machen. Das Katzenjammer, das könnt ihr jetzt selber entscheiden, weil wir haben gefunden, das dürfen wir euch nicht vorenthalten. Und bringen es jetzt jeden Mittwoch 20.00 live da auf Radio 15. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist das Katzenjammer oder nicht. Und wenn ihr sagt, das ist ein Katzenjammer, dann passt wenigstens auch der Titel. Yeah! Cowgirl Isas Katzenjammer live on Radio 15. Live auf Radio 15. Cowgirl ist das Katzenjammer on Radio 15.10. Känguru Ragout und eiskaltes Waffeln, grinst bei mir dazu. Ja, ahoi, ihr 2, 3, vielleicht 4 Zuhörer, die heute diese Woche wieder zulassen. Heute Abend am Mittwoch bei Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15.ch. Ich freue mich, sind ihr wieder da. Sind wir so ein gutes Trio oder Quadrat oder wie auch immer. Es ist so eine richtige kranke Sendung heute. Und ich kann euch ganz genau sagen, warum als die so krank ist. Das ist ganz einfach, ich bin krank. Und ich meine jetzt das nicht nur im Kopf, das wissen wir ja schon lange. Nein, ich bin tatsächlich mal physisch krank. Einmal im Jahr. Und genau letztes Wochenende hat es mich verwünscht und so richtig ins Bett gelegt. Und ich habe Antibiotika nehmen bis heute. Und die Heiben wirken grauenhaft stark. Darum, es ist eine richtige kranke Sendung, weil was macht man, wenn man krank ist? Man liegt einfach um, man mag überhaupt nicht. Also ich habe mich jetzt hier richtig angequält vor einem Computer und tue jetzt diese Sendung für euch moderieren. Ihr hofft, ihr wisst das zu schätzen, dass ich trotzdem für euch da stehe und das mache, weil ich habe einen riesen Spass. Und man soll ja eigentlich, wenn man krank ist, genau das machen, was einem Spass macht. Und noch mehr das, was einem noch mehr Spass macht. Und darum hören wir gerade das erste richtig kranke Lied. Wir haben es jetzt schon 10'000 Mal gehört, aber ich finde es richtig geil. Und mich heitert es auf, wenn ihr nachher krank seid. Wegen dem sind ihr selber schuld. Ihr könnt jetzt nämlich noch abschalten. Und sonst bleibt dran und hört die kranke Sendung bis zum Schluss. Iha! Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Whisky. Whisky, 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 Whisky. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Rum. Rum, 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 Rum. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Wodka. Wodka, 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 Wodka. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Gin. Tonic, auch in Pink. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Whisky. Whisky, 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 Whisky. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Rum. Rum, 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 Rum. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Wodka. Wodka, 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 Wodka. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Gin. Tonic, auch in Pink. Das Leben ist pink, das kann uns keiner nehmen. Das Leben ist pink, was kann es Schönes geben? Das Leben ist pink, drauf wollen wir einen heben. Das Leben ist pink, das ist der Gin des Lebens. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Whisky. Whisky, 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 Whisky. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Rum. Rum, 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 Rum. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Wodka. Wodka, 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 Wodka. Wenn ich mal kein Bier trinke ich sehr gerne Gin. Tonic, auch in Pink. Das Leben ist pink, das kann uns keiner nehmen. Das Leben ist pink, was kann es Schönes geben? Das Leben ist
ihr seht es richtig. Es ist nicht unbedingt gescheit, wenn man auf Antibiotika ist und Alkohol hinterher schüttet. Das ist ja sowieso nicht unbedingt gescheit. Man trinkt zu viel Alkohol, also ab und zu ein bisschen Genuss ist ja okay. Aber wenn man es übertreibt, ist das natürlich überhaupt nicht gesund und natürlich auch richtig blöd für den Kopf. Oder? Weil der spinnt dann nachher wegen dem Alkohol und nicht einfach, weil er vielleicht von Natur aus doof wird. Ja, genau. Also, und einfach zum Sagen, ich stehe wirklich dafür, dass ich einen Schaden habe, ohne dass ich irgendwie noch mithelfen mit Alkohol oder sonst irgendwelchen Mitteln. Also, das heisst, ich stehe dazu, ich bin No-Alk und übrigens auch Vegetarier. Ich bin einfach sonst ein bisschen. Gut, aber eben, wir haben jetzt ein bisschen darauf eingehen, so ein bisschen die krankmachende Sendung oder eben die gesund werdende Sendung hoffentlich am Schluss, oder? Weil ich will mich ja gesund machen mit dem Schrott, den ich jetzt gerade erzähle. Ich will Spass haben und das soll ja eigentlich dann nachher die Viren und die Bakterien aus meinem Körper rausschwemmen. Genau, zum Rausschwemmen brauche ich ja ganz, ganz viel Wasser natürlich und darum trinke ich jetzt auch gerade einen Schluck Wasser trinken. Ihr hört es, ich habe hier eine Flasche. Nehmen wir gerade einen Schluck. Moment, nicht, dass ich euch jetzt auch gerade Durst mache. Vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. Gut. Hat man es gemerkt? Gut, auf jeden Fall sollte man natürlich auch etwas Gesundes essen. Irgendwie so eine Bouillonsuppe oder so wäre es gut. Dann bin ich durch das Regal beim Coop Pronto gelaufen und habe natürlich etwas mega Gesundes gesucht. Ich habe daheim ja nichts. Ich habe Katzenbettwäsche in meiner Küchenschublade, weil ich das Sofa abdecken muss, wegen so viel Haar. Ja, auf jeden Fall habe ich dann im Coop etwas mega Gesundes gesucht und natürlich nicht gefunden. Ist ja klar, oder doch gefunden. Es ist so ein bisschen eine Ansichtssache. So eine asiatische Büchse habe ich gefunden mit Suppennudeln drin. Da habe ich gedacht, ja, kaufe ich irgendwie 2,40 Franken oder so jetzt gekostet. Das ist eigentlich noch sau günstig, müssen wir jetzt im Fall wirklich gerade mal sagen. Und dann bin ich heim und wisst ihr was? Die ist im Fall wirklich richtig fein gewesen. Ich hätte es im Fall echt nicht gedacht. Und wenn wir jetzt schon gerade beim Essen sind, gutes Essen und so, dann fehlt doch genau noch mein Lied, das ich mit dem Glitzer-Gischi, ich kann nicht einmal mehr reden, so viel Antibiotika im Kopf gemacht habe. Und zwar ist es Känguru-Ragout. Da ich ja Vegetarier bin, kann ich das leider nicht probieren, aber vielleicht hat es ja irgendjemand von euch schon gehabt. Und wer weiß, immerhin zu hören, könnt ihr jetzt schon mal zu meiner Genesung beitragen. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout, in Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout und eiskaltes Fosters grinst man hier dazu. In Italien isst man Pizza oder Insta, Mista. In Österreich da gibt's Schnitzel oder ein Apfelstriezel. Die Mexikaner essen Chili und zwar con carne. Excuse con amigo, nix für Vegane. Nur eine Sache lässt mir keine Ruhe. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man hier dazu. Beim Asiaten gibt es Ente Mit Basmati-Reis im Ruhrpott Currywurst. oder Pommes rot-weiß. In England gibt es Fish and Chips oder Smoked haddock, dazu a cup of tea. Mit der Wolke Milk, das da noch reinkommt. nur eine Sache lässt mir keine Ruhe. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man hier dazu. So ein Känguru-Ragout, das ist gemacht im Nu. Man packt alles in den Ofen, macht eine Soße noch dazu. Ein paar hübsche Kräuter, Milch frisch aus dem Euter. Danach noch schön garniert und am besten heiß serviert. Und dann dabei raus? Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man dir
dazu. Känguru Ragout, Känguru Ragout. In Australien ist man Känguru Ragout, Känguru Ragout, Känguru Ragout. Und ein Aborigine heißt Didgeridoo. Känguru Ragout, Känguru Ragout. In Australien ist man Känguru Ragout, Känguru Ragout, Känguru Ragout. Und eiskaltes Wasser, das grenzt von ihr dazu. Känguru Ragout, Känguru Ragout. In Australien ist man Känguru Ragout, Känguru Ragout, Känguru Ragout. Und eiskaltes Wasser, das grenzt von ihr dazu. Ja, das ist ja jetzt vielleicht ein lustiges Lied gewesen, aber grundsätzlich, was kann man wirklich machen, wenn man sich so richtig verkältet hat oder wenn man wirklich einfach krank ist? Vielleicht nicht unbedingt Dr. Mario spielen oder eben vielleicht doch. Natürlich bringt ja das Spielen nicht wahnsinnig viel, wenn man krank ist klar. Aber es ist eine tolle Ablenkung, oder? Wenn man nicht die ganze Zeit muss studieren, wie schlecht dass es einem doch überhaupt geht und wie übel dass es einem ist. Und apropos übel und schlecht, etwas, was ganz sicher hilft und was ich jetzt schnell machen muss. Ich düse jetzt ab aufs WC, höckle mich dort hin und ich werde Super Mario spielen. Nein, das Dr. Mario, genau. Das Dr. Mario mit den Pillen, wo man doch da immer hat müssen, da die richtige Farbe aufeinander setzen. Das war so eine Art Tetris, glaube ich, in den 1990. Dort umeinander ist das Spiel, glaube ich, rausgekommen. Auf den alten Gameboys hätte man es noch machen können. Ich werde mich jetzt verziehen. Ich werde das jetzt spielen. Und dass ihr mich aber nicht ganz verliert in dieser Zeit, aber gleich nicht alles mitbekommt, was ich dort mache, tue ich euch doch jetzt diesen Sound nochmal runterlassen für alle, die in dieser Zeit schon gelebt haben und das Spiel kennen. Vielleicht fühlt ihr euch ein bisschen zurückversetzt und ich hoffe, dass es mir nach dem wieder ein bisschen besser geht. Super, mir hat es gefallen. Ein bisschen leichter fühle ich mich, wortwörtlich. Ihr habt gemerkt, es ist ein Moment gegangen, bis die Musik fertig war. Aber ich denke, wer hat schon nicht 10 Minuten, wenn er auf dem WC ist und am Umspielen ist. Apropos Umspielen, ja, ich weiss, was ihr jetzt denkt. Nein, man tut doch, wenn man auf dem WC ist, immer am Handy umspielen. Und eben, wenn man krank ist, natürlich noch einmal mehr, dann machst du es auch, wenn du nicht auf dem WC bist, oder? Und was machst du auf dem Handy? Du gehst ins Facebook, du gehst lesen, was im Blick steht, oder du suchst irgendetwas Interessantes im Google, oder gehst auf Instagram, oder ganz viel gehen natürlich auch auf Tinder, oder? Und da habe ich doch vor 2 Jahren, wo ich dort
dort bei Bauerlady gesucht zuerst mal mitgemacht habe, habe ich doch nachher tatsächlich einen Tinder-Rap gemacht. Und da wir ja jetzt im Moment gerade so ein bisschen bei einer Schrottversion sind, so mit Dr. Mario Musik und so, dann kann ich doch eigentlich auch noch gerade das bringen. Weil, sind wir ganz ehrlich, es gibt keine einzige Radiosendung, wo das erlaubt wäre, was ich da mache. Aber das Radio15.ch ist einfach der geilste Sender, weil dort kannst du einfach sein, wie du bist. Und da merkt man einfach, ich habe tatsächlich irgendwo ein bisschen einen Schaden. Aber ich finde es geil und ihr merkt auch, dass meine Stimme schon auf richtig Freude und Saft bekommt. Also mir geht es tatsächlich nach diesen 15 Minuten Radiozeit schon ein bisschen besser. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ihr halt dann nachher krank seid, eben wie gesagt, ihr habt jederzeit die Möglichkeit zum Abstellen. Aber jetzt müsst ihr im Fall tatsächlich noch meinen Tinder-Rap hören, weil der ist effektiv einfach so wie auf Tinder, wie es dort so ein bisschen zu und her geht. Ich wünsche euch viel Spass beim Hören. Und bevor ich es ablasse, muss ich euch noch sagen, ich bin doch tatsächlich in der Morgenshow gelandet mit dem Schrott, den ich dort zusammen gesungen habe. Und zwar beim Ueli Liggensdorfer. Und das war im Fall eine ganz lustige Geschichte. Die haben mir das gar nicht gesagt. Die haben mich dann einfach hochgenommen im Radio und ich habe das tatsächlich zufällig gehört. Ich höre ja nie Radios. Ja, ausser das Radio 15 natürlich, Betschi, wenn du zulässt. Und dann habe ich das zufällig gehört. Und dann habe ich gedacht, so, komm jetzt, dir zeige ich so. Und dann habe ich nachher ein Retour-Video gemacht, das ich dann eigentlich auch kommentiert habe. Und das Ganze möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihr müsst genau das hören. Viel Spaß. Guten Morgen. Die Radio 32 Morgenshow. Mit dem Ueli Liggensdorfer. Radio 32. Habt ihr auch schon von Tinder gehört? Also, ich kenne mich da nicht so gut aus in dieser Branche, aber ich habe mir sagen, Tinder, das ist so eine App, wo man quasi, wenn man Single ist, kann Frauen oder auch Männer suchen kann. Da kann man die so wie in einer Art wegwischen. Wie es genau funktioniert, wir haben jetzt eine Anleitung im Internet gefunden, und zwar vom Cowgirl, der Isabel. Ihr habt mir Tinder empfohlen und genau das habe ich probiert. Sie hat so einen YouTube-Kanal, wo sie das ein bisschen genauer erklärt. Leute, die ins Radio wollen, sollen wir doch ins Radio lassen. Machen wir. In rund 5 Minuten. Mein Name ist Ueli Liggensdorfer und ich wünsche einen guten Morgen auf Heimenhausen, auf Lostorf und ins ganze Mittelland. Radio 32. Ja, genau, was der Ueli hier anspricht, ist der Vorreiter zum Tinder-Rap. Und zwar habe ich ein Video gemacht, wie man mir ja eigentlich empfohlen hat, wenn du Single bist, Isa, dann gang auf so Plattformen, dann lernst du Leute kennen. Ja, genau, habe ich gedacht, ja, ich kann es ja mal probieren, schade, kann es ja nicht, oder? Dann bin ich tatsächlich auf dem Tinder gewesen. Gut, ich muss im Fall ganz ehrlich sagen, ich bin schon viel früher schon auf dem Tinder gewesen. Ich habe es ja schon gekannt. Aber ist ja gleich. Ich bin dann auf Tinder, habe mich wieder angemeldet, habe mich natürlich immer mal wieder abgemeldet, weil es halt definitiv einfach wirklich viele schräge Leute getroffen hat. Es hat aber auch gute Leute getroffen, weil ich meine, ich bin ja auch dort. Ja, genau, auf jeden Fall habe ich mich bei Tinder angemeldet und nachher hat der Rap daraus gemacht, weil es einfach effektiv immer die gleichen Muster sind auf Tinder. Und das Radio 32, also der Ueli, hat sich eben dann eigentlich da auch darüber lustig gemacht. Und dann hat es so einen Schlagabtausch gegeben, weil ich ja dann so ein Gegenvideo gemacht habe. Darum tönt es auch ein bisschen komisch von der Qualität her. Es ist ja eigentlich ein Video. Und ganz am Schluss war es richtig super gewesen, weil der Ueli hat das Video nachher von mir natürlich zugeschickt bekommen. Die haben das dann wieder gesehen, oder? Und der gefunden, hey, das ist so eine geile Frau, die müssen wir kennenlernen. Und dann sind jetzt Abend zu mir ins Lokal gekommen und haben wir alle miteinander eins getrunken. Zuerst haben sie noch Angst gehabt, ich sei verrückt über das. Aber nein, ich habe das mega lustig gefunden. Ich meine, wenn du im Radio hörst, ich rede, ich finde das grölig. Nicht umsonst mache ich diese Sendung. Und wisst ihr was? Mir geht es schon wesentlich besser. Wie geht es euch? Hallo zusammen. Heute Morgen habe ich bei Radio 32 in der Morgenshow meine Stimme gehört und die haben tatsächlich meinen Tinder-Rap gebracht. Jetzt müsst ihr hören. Den ganzen Bericht hat es gegeben. Heute Morgen lernen wir die Isabel kennen. Sie soll sich doch schnell vorstellen. Ich habe daheim einen Western Ranch, der nicht unbedingt viele Tiere hat, das weniger, aber es ist ein Tanzlokal, das aufgebaut ist, eben wie ein amerikanischer Traum. Und vor allem hat sie einen eigenen YouTube-Kanal. Go Wild West Isabel heisst die. Ja, aber der YouTube-Kanal Go Wild West Isabel ist aufs Tanzlokal bezogen. Wenn ihr natürlich meine lustigen Videos schaut, die wirklich richtig beknackt sind und Nerven brauchen, dann müsst ihr unter Cowgirl Isabel schauen. Ich habe nämlich neuerdings 2 YouTube-Kanäle, damit dass ich es ein bisschen trennen kann. Und sie hat jetzt vorhin nicht ganz alles erzählt. Sie ist auch noch Toursingle.
Sie hat es mal probiert mit der grossen Liebe beim Swiss Date. Ja, mit 25 bin ich bei Swiss Day beim Joel Gilgen und habe dort von meiner lustigen Taschenbuchsammlung erzählt. Mögt ihr euch erinnern? Ich war die, die dort vom 1 bis weiss nicht wohin alle hatte. Und immer noch hat sie, immer noch heller. Im Privatfernsehen ist dann nichts geworden. Vor noch nicht allzu langer Zeit ist sie... Nicht allzu lange Zeit. Der Sommer 2017, Juli, August, Schnucki. Ich bin bauerledig gesucht, auf 3 Plus und immer noch ist sie Single. Ja, no, aber wer weiss, vielleicht meldet sich ja heute die grosse Liebe bei ihr. Vielleicht ja per Tinder, da der Aufreissdienst im Internet. Dass ihr mir glaubt, dass ich bei Tinder bin, ich habe tatsächlich das App installiert und brauche es auch, ja. Ihr habt mir Tinder empfohlen, genau das habe ich probiert. Jetzt habe ich aber innerhalb von 60 Kilometern schon komplett alles weggetindert. Oh. Aha, nicht so. Ja, wie denn? Und wenn ich das geschafft habe, tue ich euch jetzt erzählen. Also komm, erzähl mal. Sie schicken Fotos von sich im Bett, am besten auf dem Kopf. Wegtindert. Oder Adonis vor dem Spiegel mit der Unterhose schicken sie auch wegtindert. Kosmos. Und die Zunge rausstecken. Mit 40. Wegtindert. Aha, jetzt komme ich raus. Das ist... Jetzt kommt er auf ihn draus. Das ist wie im Katalog, wie die Türblätter ist und jeder, der dir nicht passt, da kannst du einfach eben wegtindern. Das ist ja das Ziel von Tinder, Schnucki. Da kommst du nämlich Fotos ins Gesicht über und dann kannst du sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und die Herren kommen uns Fotos von der Dame ins Gesicht über und sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und wenn du gegenseitig sagst, gefällt mir, dann gibt es ein Tinder-Match. Nicht ein Fußball-Match, sondern ein Tinder-Match. Und dann könnt ihr miteinander schreiben. Das ist eigentlich ein cleveres System. Isabel, wie wär's denn, wenn wir dir jetzt ein Nackt-Selfie schicken? Wegtindern. Oder wenn wir das Foto von Uli Littensdorfer schicken? Wer ist das? Ist der hübsch? Wegtindern! Schnell wegtindern! Jetzt längt's aber. Die Frau übrigens kann nicht nur gute Tipps geben, sie kann auch noch singen. Nö, definitiv nicht. Das hast du noch nie reingelassen, gell? Weißt gar nicht, was du da für einen Bericht machst. Also, können. Sagen wir es mal so. Sie singt. Sie hat jetzt sogar... Ich rappe. Zu diesem App, wo man fürs Nattel haben kann, einen eigenen Rap gemacht. Und zwar nicht irgendeine App, sondern zum Sommerhit von diesem Jahr. Achtung! Hey! Fängt schon mal gut an. Und für alle, die sich sagen, ich kann das Song nicht mehr hören, ziehe ich die Minute rein und dann wisst ihr, warum das das sagt. Ich bin's Cowgirl, Isabel, bei mir ganz langsam, nicht so schnell. Bei BLS auf 3 Plus hab ich Mannen gesucht, bis zum Schluss. Gefunden hab ich leider keine, ich bin immer da, leider heim, versuch mein Glück. Jetzt mal auf Tinder, da bin ich vielleicht ein bisschen geschwinder. Da kannst du mit Fotos wählen, Tinder weg oder Tinder her. Innerhalb von 60 Kilometern alles weg, das ist jetzt blöd. Kosmos und Zungen rausstrecken mit 40. Ich verrecke auf jedem Foto eine Sonnenbrille und am besten noch die Lampe füllen. Vor dem Spiegel in der Unterhose, klein sexy und mit Pose am besten grad. Zuerst noch fragen, bist du lieber unten oder oben, wenn das nicht so. Ich hätte doch lieber einen mit Brusthaar. Wenn du nicht hast, dann gibt's noch vielleicht ein Duppe für den Po. Das passt nicht so. Ja, das tut wirklich richtig schlecht. Eine Katastrophe. Kein Wunder ist das ein Radio 32 geworden vom Uli. Ja, genau. Jetzt mittlerweile würde ich ihm natürlich noch ein bisschen mehr schlagfertigere Antworten geben. Ich würde sagen, hey, tu doch richtig recherchieren oder so. Uli! Aber das ist auf jeden Fall ein geiler Sieg. Ich hoffe, wir können mal wieder so einen Schlagabtausch machen. Jetzt natürlich noch ein bisschen diffiger. Ich habe ein bisschen dazugelernt. Also jetzt bin ich nicht mehr so ein Küken, wie ich es dort war. Aber
Seich mache ich natürlich immer noch. Aber da ich euch lustig gemacht habe jetzt auf Louis Fonsi mit Despacito, lassen wir jetzt auch noch gerade das Original, also alle, die sich jetzt die Ohren zugehauen haben, zu Recht übrigens, können sie jetzt wieder aufmachen und alle, die das nicht hören, weil sie die Ohren zu haben, auch selber schuld, weil jetzt kommt nämlich wirklich mal etwas Gutes. Ay. Fonsi, Chihuahua. Oh, oh no, oh no. Oh. Hey. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Jetzt sind wir eben in der Mitte von dieser kranken Sendung und mir geht es tatsächlich schon sehr viel besser. Und das hat natürlich aber auch einen Grund, weil ich meine, so als Single ist es natürlich noch mehr traurig, wenn du so allein daheim bist und niemand hast, der dir eine Suppe kocht oder irgendetwas macht. Und ja, wisst ihr was? Ich habe mein Büsi daheim. Und ja genau, das hilft mir natürlich immens, weil mein Büsi und ich, wir teilen uns den gleichen Schlafplatz. Und zwar haben wir tatsächlich jemanden kennengelernt, der das Potenzial hätte, dass es einmal ein bisschen länger als 2 Monate oder so könnte
gehen. 2 Monate natürlich so gesagt, dass es meistens Brieffreundschaft ist oder so 2 Monate. Und wenn man sich dann so ein bisschen das erste Mal trifft, sieht er wie beknackt dass ich bin und dann hört es gerade auf mit diesen 2 Monaten. Ja, also länger geht es nicht. Genau, und da ist jetzt mal etwas, das könnte tatsächlich Potenzial haben, wo es ein bisschen länger gehen kann, weil ich habe gerade von Anfang an, als ich diesen Typ gesehen habe, volle Kanone losgelassen, wer und was ich eigentlich überhaupt bin und habe so wie ihr müsst euch vorstellen, wie der Wolf und die 3 Säulen, bin ich so der Wolf gewesen, und die 3 Säulen haben sich da so in diesen Häusern versteckt und ich bin da gestanden, habe gepustet und bläst und dann mit allen möglichen Mitteln probiert zu verscheuchen und in den Wind zu schlagen. Und am Schluss ist der tatsächlich immer noch da gestanden und hat gesagt, nein Isa, du kannst eigentlich machen, was du willst, ich habe immer noch Interesse an dir. Und ich so, gut, okay, ich muss mir das jetzt wirklich mal überlegen, weil eben auch meine Katze hat sehr Freude an ihm. Der hat tatsächlich mega viel Brusthaar und das ist so kuschelig, dass jedes Mal, wenn wir im Bett liegen, dass meine Katze gerade sofort als erstes dort auf dieser Brust liegt und ich sie mir zuerst wegtun und dann krallt sie sich so toll fest und ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Bild ist. Ja, genau. Aber es ist tatsächlich so, wenn man nicht allein ist, dann geht es einem doch schon ein bisschen besser. Und was erwartet man natürlich, wenn man so krank daheim ist und so einen schönen Typ nachher an der Tür läutet? Genau! Wolle, Wolle, Rose, aber nicht kaufen, schenken. Wolle, Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle, tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Wolle, Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle, tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Ja, Wolle, Rose kaufen. Hast du Rose in deinem Mund und guckst mich an wie ein Hund, kann ich dir nicht widerstehen, weil du glaubst, du bist so schön. Jetzt hab dich doch nicht so, denkst du dir und grinst. Du willst mich doch nur glücklich sehen, kommst auf mich zu und singst. Wolle, Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle, tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Wolle, Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle, tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Ja, alle sind verrückt nach dir. Endlich hab ich dich verstanden, dass du nur willst mein Glück. Blumen machen Frauen glücklich und ein Blumenstrauß verrückt. Ich kann auch alle kaufen, dann hast du
Er lässt übrigens fleissig meine Sendungen und ja, das war ein versteckter Hinweis gewesen. Ich hätte gerne mal Blumen. Nein, es müssen erst nicht Blumen sein. Du weisst ja, meine Katzen fressen Blumen und ich finde, alle, die Schnittblumen verkaufen, sind indirekte Mörder, weil die stellen ja eigentlich Leichen auf daheim, die dort kaputt gehen. Gut, Leichen sind ja schon tot. Aber ihr wisst, was ich meine. Es sind Lebewesen, die ja immer noch am Leben sind und abgetötet werden und so langsam vor sich hinserbeln bei euch im Wohnzimmer. Und nein, das muss ich nicht haben. Also Schatzi, bitte, bitte, bring mir doch einfach eine Schachtel Praline. Du weisst, ich habe Femina am liebsten. Und alle anderen, die mir auch noch so wollen, so ein Genesungsgeschenk machen, ihr dürft sehr gerne vorbeikommen hier und mir eine Schachtel Praline vor die Haustür legen. Ich freue mich sehr drauf. Und Gut, eben, wir müssen ja wieder zurückkommen zum Thema kranke Sendung. Was kann man machen, damit man eben gesund wird? Und was macht man, wenn man krank ist? Ja, man liegt doch die ganze Zeit vor dem Fernsehen. Und was läuft so den ganzen Tag? So die Schrottsendungen. Gut, die sind immer noch besser als meine, aber gleich. Was läuft das? Also ich schaue sehr viel RTL, so RTL 2 und so, weil das sind so ein bisschen meine Trash-Sender und so Fox und mit Goodbye Deutschland und so Zeug. Ich habe halt am liebsten, wenn irgendetwas passiert und so richtige Dramen will ich halt sehen, oder? Also ich habe mich tatsächlich ich habe mich beim Fernsehen beworben in Deutschland und die haben mich nicht genau wissen, warum. Ich bin so dämlich, ich habe ins Bewerbungsschreiben nie geschrieben, mit mir haben sie keine Dramen. Ja, logisch will mich niemand dort. Gut, ob es auch nur an dem liegt, weiss ich nicht. Aber anyway, genau, also, was schaue ich jetzt zum Beispiel? Gerade jetzt denke ich, würde es meiner Genesung gut tun, einmal so eine richtige coole Folge von den Simpsons. Ich finde die einfach absolut toll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, trotz Trickfilm finde ich das nicht unbedingt sinnvoll, wenn wirklich Kinder diese Sendung schauen. Alle, die es kennen, wissen warum. Aber ich wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit Simpsons und ich hoffe, das gibt mir nochmal einen mega Schub auf meinem Genesungsbarometer, weil schon gleich ist die Sendung um und ich muss wieder voll fit und gesund sein. Und schon wieder fühle ich mich um einen Strich auf dieser Skala besser. Jetzt muss ich euch aber gleich sagen, ich habe ja jetzt wirklich Antibiotika gehabt. Und zwar, was könnte ich auch haben? Natürlich, neue Freunde, hast du natürlich gerade eine Blasenentzündung, die in eine Nierenbeckenentzündung geht. Richtig geile Sache, ich sag's euch. Vor allem, wenn das in der Notfallstation Nacht am 11 Uhr im Spital erfahren musst. Nein, sagen wir, es war nicht am 11 Uhr, da sind wir auf ihn abgefahren. Da sind wir etwa am 11:15 dort gewesen, nein, vielleicht 11:20 oder 11:30 sogar. Dann hast du natürlich noch eine Elendlänge müssen warten. Also ich denke, es war etwa so 12:30 gewesen, wo wir dann auf ihn dran gekommen sind. Nein, es ist eigentlich schon relativ schnell gegangen, aber trotzdem ist es gleich etwa 12:30 oder so dort umeinander, keine Ahnung.
Auf jeden Fall hat die mir nachher Blut genommen und abtastet und mir natürlich alles wehgetan und ich am Jammern. Ist natürlich klar, ich jammere gerne, wenn es mir nicht gut geht. Ich meine, wer macht das schon nicht, oder? Dann kommt jeder und bäbelt ein bisschen und ja, du hast es so. Das ist so ein bisschen der einzige Moment, wo ich gerne Mitleid habe, ansonsten nicht, oder? Ja, genau, oder? Und dann kommst du ein Antibiotika über, super. Und das Antibiotika habe ich eingenommen und dann habe ich natürlich gemeint, es wirkt, oder? Weil wir sind dann natürlich nachher am Freitag, am Morgen, früh am 5 Uhr losgefahren, ins Deutsche raus, ins Harzgebiet, 7,5 Stunden mit dem Auto. Und am Mittwochabend waren wir auf der Notfallstation und sie hat eben gesagt, Donnerstag muss es besser werden. Und ich kenne sie, ich habe ja nicht zuerst mal eine Nierenbeckenentzündung oder Blasenentzündung. Wenn das Antibiotika anschlägt, ist es tatsächlich gleich vorbei. Gut, yeah, haben wir uns gefreut und haben gedacht, yippie, wir können losdüsen oder alles zusammengepackt und so. Und am Freitagmorgen pünktlich aus dem Haus und sind die 7,5 Stunden gefahren. Wobei ich eigentlich schon nach 3 Stunden eigentlich am liebsten wollte umkehren. Und ich glaube, die 2, die mitgefahren sind, die sind total verschrocken, weil ich bin auf einer Raststätte in Tränen ausgebrochen und gesagt, ich will heim, mir tut alles weh. Und die waren so nett und natürlich haben wir nicht umkehren, ist ja klar, oder? Weil am Schluss sind 80 Leute betroffen gewesen. Ich musste ja wirklich fast mitgehen. Aber sie hat mir ein Bett eingerichtet, hinten im Kombi, also zum Glück hat es niemand gesehen, aber ich habe eigentlich die ganzen 7,5 Stunden liegend hinter im Kombi verbracht. Hoffentlich ist niemand Polizist, der das gerade hört. Aber das war etwa die einzige Möglichkeit, dass ich es wirklich dort hingeschafft habe, weil das Antibiotika hat nicht gewirkt. Es hat nicht gewirkt, es hat sau weh da im Fall, ehrlich. Dann sind wir mal endlich dort gewesen, oder? Am Freitag irgendwie so um die 12:01 sind wir angekommen. Und es geht nichts anderes als am Abend am 6 Uhr die nächste Notfallstation im Harzgebiet aufsuchen. Und das Geilste war ja, das, was wir angerufen haben, in einer Arztpraxis, die so schnell Deutsch geredet hat, dass wir die Notfallnummern gar nicht verstanden haben. Wir haben das irgendwie, glaube ich, 7-mal hören und die Zahlen einzeln aufschreiben. Wir sind fast durchgedreht. Und dann sind wir irgendwann losgefahren und so nach einer halben Stunde anfing, weil wir sind ja dort voll im Naturschutzgebiet draussen waren, nach einer halben Stunde sind wir dann im Spital angekommen. Und das Allergeilste ist, wir haben dort auch wieder natürlich 40 Minuten gewartet, ist ja klar, oder? Und dann kommt die an der Rezeption, man kann Rezeption sagen, oder? Ist dort eine und so, ja, wie sind ihr versichert in der Schweiz? Habt ihr Karten dabei? Ja, klar habe ich Karten dabei. Die ist daheim im Hotel. Nein! Ja, super, oder? Und sie ja, ohne Karte kann ich nicht machen, oder? Und ich nein, bitte nicht. Ich will jetzt ein Medikament. Ich will nicht wieder eine halbe Stunde zurück ins Hotel, die Karte holen und wieder kommen. Dann nachher, ja, ist dann das so gewesen, dass man dort so ein bisschen gestimmt hat. Hat sie gesagt, okay, ja, also es war ganz liebe, eine freundliche, also kein negatives Gestürm. Ein positives Gestürm war es, eine Diskussion. Genau, da war das mega liebe und dann ist die Ärztin fragen, was sie machen kann. Dann haben wir wieder eine halbe Stunde müssen warten und so, oder? Und dann ist mir in den Sinn gekommen und gesagt, du Reto, ich habe mein Zahnbürstchen im Fall vergessen. Scheisse. Hätte ich irgendwo noch eine Apotheke gekauft oder so. Und dann ist er gesäckelt und ist noch schnell in den letzten 2 Minuten irgendwo in einer Apotheke mir noch ein Zahnbürstchen holen. Unterdessen ist die andere zurückgekommen und hat gesagt, es ist gut. Man kann es auch ohne machen, oder? Und dann ist der Reto auch zurückgekommen. Dann sind wir dort gestanden und dann nachher sagt sie so, ja, eben Bankkarten dabei haben oder so, oder Bargeld. Nein, genau, eben Bankkarten haben sie nicht angenommen, wir hatten nur Bargeld gehabt, oder? Und dann hat sie eben gesagt, die Versicherungskarte braucht sie nicht, wenn wir sie ja bar zahlen. Das haben wir nachher so abgemacht, oder? Dann sind wir halt einfach bar zahlen. Gut. Aber eben bar! Und wir so, Scheisse, die wollen doch sicher 200-300 Stutz, also Euros von uns, oder? Und nein! Und wir sind da gestanden, wir haben irgendeine 50er-Noten im Portemonnaie gehabt. Und ich dachte, jetzt kommt das nächste Problem, jetzt müssen wir zuerst Geld rauslassen, oder? Und dann nachher schaut die uns an und gibt uns da die Rechnung, 40 €. Und ich so, 40 €? Nicht mehr! Und wegen dem haben wir jetzt so ein Gestürm die ganze Zeit. Hallo? Hätte man ja von Anfang an können sagen, also 40 € war ja locker gewesen. Gut, und dann bin ich dort hier.
Sehr kompetente, gute Ärztin gewesen. Ich soll übrigens allen gerade einen Gruß in der Schweiz sagen. Sie geht etwa mal auf Wallisellen in die Ferien und findet das mega cool und so. Wirklich eine tolle Ärztin gewesen. Gesagt, sie wird sehr freundlich immer begrüßen und so. Wir sagen allgemein sehr freundlich. Finde ich sehr ein tolles Kompliment. Dankeschön. Also gut mit ihr geredet. Hat sie das Medikament gegeben. Gut. Und dann nachher haben wir fräsen, dass wir das irgendwie noch in der Apotheke bekommen haben. Es hat eine Bereitschaft gehabt, oder? Da hat man nachher müssen dort Leute und so. Und ich durfte im Auto warten, der Reto ist dann selber geholt, oder? Und am Schluss ist er irgendwann wieder zum Auto gesäckelt nach einer halben Stunde und sagt, hey, das ist dann aber eine tolle Apothekerin gewesen. Hey, wir haben das im Fall einfach so bekommen. Und ich so, was, hast du das einfach so bekommen? Hast du nicht müssen zahlen? Und er sagt, nein, es ist ja keine Karte, nichts gegangen irgendwie und so. Und wir haben alles probiert und so. Und sie war auch so freundlich gewesen und hat auch so von der Schweiz geschwärmt und so, oder? Und eben, als sie dann gemerkt hat, dass es wirklich nicht geht und dass ich das Medikament jetzt brauche, dann hat sie so gesagt, psst, weißt du, so, unter Freundschaft mit den Schweizer oder so, sollst du es einfach nehmen, oder? Und dann hat er die Medikamente genommen und gesagt, tschüss zusammen, oder? Und dann sind wir zurück ins Hotel und dann habe ich natürlich nach der vollpumpet mit Antibiotika bis am Samstag ausgehalten. Ich habe natürlich ganz verzweifelt geschaut, ob man irgendwie zurückfliegen kann oder so. Aber vom Harzgebiet aus, hey, sorry, du hast ja keine Chance, irgendwie zurückzufliegen. Es geht nicht. Der nächste Flughafen ist 1,5 Stunden weg. Und ein Flug kostet 400 Stutz. Ich habe gedacht, nein, bitte nicht. Ich muss doch tatsächlich wirklich noch 7,5 Stunden ins Auto mit meinen Schmerzen. Ja, so war es dann tatsächlich auch gewesen. Aber bis am Sonntag hätte ich bleiben, aber am Samstag habe ich es wirklich nicht mehr ausgehalten und ich bin am Samstag durch den Tag mit dem Reto heimgefahren. Er ist den kompletten Weg allein gefahren und hat sich mega Mühe gegeben und so. In dem Sinne Dankeschön. Also die Heimfahrt ist viel, viel besser gegangen als gedacht. Aber ich glaube, die Schmerzmittel und die Antibiotika waren dort wirklich auch gut gewesen. Aber es war so richtig basic mit diesen Antibiotika auf der Autobahn in Deutschland bei 200. Ich tue jetzt das nicht weiter ausführen, sondern ich rede schon 10 Minuten am Stück ohne Pausen und ohne Komma. Darum ist wieder mal ein bisschen Musik angesagt. Ja. Und zwar so typische Roadtrip-Musik, die du natürlich, wenn du in einer Westernstadt bist, unbedingt auf dem Heimweg weiterhören. I was feeling the blues, I was watching the news when this fella came on TV. He said, I'm telling you that science has proved that heartaches are healed by the sea. That got me going without even knowing. I'm packed right up and drove down. Now I'm on a roll and I swear to my soul, tonight I'm gonna paint this town. So bring me 2 pina coladas. I want one for each head. Let's set the sail with Captain Morgan. Oh, and never leave dry land. Hey, troubles, I forgot 'em. I buried 'em in the sand. So bring me 2 pina coladas. She said goodbye to her good timing man. Goodbye. Gotta say, at the wind and the waves and the moon winking down at me, eases my mind by leaving behind the heartaches that love often brings. Now I've got a smile that goes on for miles with no inclination to roam, and I've gotta say that I think I gotta stay, 'cause this is feeling more and more like home. So bring me 2 pina coladas. I gotta have one for each head. Let's set sail with Captain Morgan. Oh, and never leave dry land. Hey, troubles, I forgot 'em. I buried 'em in the sand. So bring me 2 pina coladas. She
to her good timing man. Bring Antigua rockstar me to Pina Colada. Yeah, I want one for each head. Let's all set sail with Captain Morgan. We'll never leave dry land. No troubles, I forgot 'em. Troubles, I forgot 'em. I buried 'em in the sand. I buried her in the sand. So bring me two pina coladas and say hello to her good timing man. Bring me two pina coladas. I gotta have one for each head. Let's all set sail with Captain Morgan, and we will never leave dry land. Ja, und dann sind wir dann mal daheim gewesen, natürlich mit 20'000 Stops unterwegs, ist ja klar bei einer Blasenentzündung. Da kommt mir doch im Fall tatsächlich ein Lied in Sinn von einem, der macht noch katastrophalere Lieder als ich, aber das ist ja voll der Hit geworden. Darum lasst euch überraschen, was jetzt für ein Lied kommt. Damals mache ich nämlich die Zwischenmoderation nicht so lange, ich habe vorhin schon für die Leute viel zu lang gemacht. Gut, das nächste Lied, Katzenklo. Wer kennt's nicht? Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze froh. Willst du eine saubere Katze haben, musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Und alle jetzt singen. Katzenklo, Katzenklo, Peter auch. Ja, das macht die Katze froh. Katzenklo. Peter, ich höre dich nicht. Ja, das ist schon besser. Hey. Gehst du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die Katze ein. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Und Peter jetzt alleine. Hey! Macht die Katze froh, macht die Katze froh, macht die Katze froh. Eine Katze will immer zu fressen, eine Katze will immer zu fressen. Ich gebe ihr was zu fressen, sie bezahlt nichts dafür. Und das ist gut. Die Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Eine Katze frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, will sie fressen, ich stelle ihr was hin. Sie isst auf. Katzenklo, und alle jetzt, Katzenklo, hey, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh, hey. Lustiges Lied. Ich glaube, da sind ihr schon fast froh, dass ihr Minschrat wieder hören könnt. Ich glaube, ich habe nämlich tatsächlich noch eins gefunden, das auch noch einmal so doof ist. Und das werde ich euch auch noch mal runterlassen, weil spätestens dann bin ich sicher ganz gesund und ihr entweder ganz krank oder auch so gesund, dass ihr nachher meine Musik richtig geil findet. Mief! Das ist nämlich etwas, was man tatsächlich sehr oft macht, wenn man krank ist. Dünn mal unter den Achseln schmecken, ich mache es gerade.
Ja, das stinkt richtig schön. Und toll ist es, wenn ihr mit dem Partner unter der Decke sind und so richtig unter der Decke vorne stinkt. Ihr wisst das. Am besten furzt ihr noch schnell eins, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Psst, das dürfen wir im Radio nicht sagen. Betty hat es sicher nicht gehört. Auf jeden Fall müsst ihr dann unbedingt, wenn ihr es gerade noch merkt, im Halbschlaf die Decke lüpfen und immer ein bisschen wedeln, sodass der Duft so schön nah ins Nah vorkommt. Ja, auch im Meer schläft ein kleines Teufel. So ein bisschen etwas muss man doch schon haben, wenn man krank ist. Das ist so ein kleiner Vorteil. Ohrenschmalz, Kragenspeck, Mundgeruch und Nageldreck, Achselschweiß im Überfluss, Fettfrisur und Käsefuß. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt auch, wenn ich miefe wie ein Aal. Einer fischverliebten Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Mief, 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 mief. Sag doch über den Charakter gar nichts aus. Seifenschaum, Eau de Toilette, Badegel und Nagelset, Haarshampoo und Zahnpasta hab ich heute grad nicht da. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt auch, wenn ich miefe wie ein Aal. Einer frisch verliebten Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Mief, 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 mief. Sag doch über den Charakter gar nichts aus. Macht Tütwigert. Super Porsche. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich frei. Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt auch, wenn ich miefe wie ein Aal. Einer frisch verliebten Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Mief, 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 mief. Oh. So, das wär's mit meinem Katzengejammer gewesen. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und habe ein bisschen Stimmung einbringen am Mittwochabend am 20.00 auf Radio 15. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heisst Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Vollgas aufs Parkett. Ich bin im Partyfieber. 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 Wie schön, dass es mich gibt. Ich bin total verliebt in mich und das ist du. Sagen dir, wer passt zu mir? Bist du ein Krebs oder ein Stier? Und das ist wieder mal gewesen mit dem Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Du bist die Luft, die ich atmen will. Du hast den Duft, der riecht wunderschön und auch dein Herz schlägt in meinem Beat. Ich hab dich so unendlich lieb. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la.
ich hatte dich so